Hallöchen! Heute legen wir meine Lieblings-Edits auf TikTok an. Yeah! Eine von meinen Lieblingssachen auf TikTok ist eigentlich einfach Edits anschauen und eventuell auch machen. Ich finde es einfach geil, wenn du so einen Film schaust oder eine Serie oder allgemein einen Charakter nice findest und nachher siehst du einfach Edits von dem oder von dieser Person. Oh! Also lehnt euch zurück und genießt es. Okay. Also da am Anfang sehen wir schon mal mega viel Yim Siwan, weil der ist seit Squid Game Staffel 3. Bro. Like. Bro, wie meinst du das? Blut im Gesicht? Hallo! Ich weiß nicht, ich finde Blut wurde aesthetically pleasing. Das heisst, wenn ich jemanden sehe mit fucking Blut im Gesicht, dann I'm gonna act up. Chill, bro, like. Und nein, ich habe nicht nur Edits von heißen Leuten, sondern auch, obwohl schon hauptsächlich, aber es gibt auch Edits, die einfach geil sind, weil sie geil sind. Ja, Bro, Challengers sehen wir auch. Challengers wird einfach nie sterben. Challengers Edits werden nie sterben. Es wird immer geil sein. Leute werden immer den Scheiß-Film editen, weil es einfach fucking... Ich weiß nicht, ich liebe den Film. Es ist einfach mein Lieblingsfilm. Edits sind... Oh, B-Movie, okay? Bro, die Drehszene von ihm, crazy, einfach crazy. So, ich liebe so ironische Edits, wie like, ich weiß nicht, ob Leute, nein, ich sage das nicht, weil man weiß nie bei Menschen. Aber ich habe das Gefühl, der Edit ist nicht gemacht worden, weil die Person ihn heiß findet, sondern einfach aus Jux und Tollerei. Und ich liebe so Edits, weil es ist so unernst, Alter. Tough, Bro, tough. Ich glaube, ich scroll einfach. Oh, Fisch. Wait a second, das ist das dritte Tier nacheinander. In Folge, sorry. Gates. Hard. Hard, Bro. Der Fisch ist einfach geil. Let's work it out on a remix. My voice was in your head, girl. Wo der Edit rausgekommen ist, ich bin so im Brad Summer und das Lied ist einfach so geil, Alter. Und ich liebe das Lied, ich habe es ja heute Morgen auch schon gesungen, es ist zu geil. Und nachher noch Spongebob und mit Thaddeus, einfach, Bro, na. Oh, Freddy von Skins. Oh! Das war Chance. Do you know what? Bleiben wir bei fucking Yim Siwan von Squid Game. I'm a piece of shit. Ja, den gibt's mir irgendwie nicht. Wieso hast du das gesaved? Okay. Oh! Die Szene, Bro! Ich will nicht Squid Game spoilern, obwohl, wenn das Video draussen ist wahrscheinlich auch, haben die meisten Squid Game auch schon geschaut. Aber die Szene, wo er sein Baby hebt und fast fallen lässt und am Brüllen ist, mit Blut im Gesicht auch noch.
Also ich finde das nicht heiß. Ich bin so am reagieren, weil ich die fucking schauspielerische Leistung, Bro. Nah. Bro. Crazy, Alter! Ja, darum Edits, die diese Szene auch drin haben, sind gerade weiter oben für mich. Ich glaube, wir haben es sehr langsam mit ihm. Were you Russian or were you dragon? Wo der Blick am Anfang hat mich gerade auf Guard genommen. Like! Ich habe das vorher nicht gehabt, Bro. Weiter geht's. Do you know what? Wenn wir mal schauen, was für andere Save-Videos ich habe. Ich like nicht so, ich save nicht so viel. Oder sollte ich meine Likes anschauen? Können wir auch machen. Das Video ist insane. Bro, imagine du bist Beyoncé. Und was ich crazy finde, ich habe gedacht, gets emotional and cries. Okay, ich sehe keinen Tränen in dem Video. Und es gibt ja immer eine Section in diesem Beyoncé-Konzert, wo sie so Wow, don't you love it? Und nachher tut sie mit der Crowd da so und so say ja! Und dann muss die Crowd ja sagen. Egal. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht am Schluss vom Konzert, wo sie dankbar ist, dass das Konzert fertig ist und so. Bro, schaut, studieren, sie brüllt. Nein, sie brüllt nicht, aber sie ist überwältigt. Wäre ich auch, Bro. Das ganze Stadion ist am durchdrehen. Happy birthday, Jordan. Wie meinst du den? Zuerst voll emotional. Beyoncé, ja! Okay, Bro! Let's fucking go. Weiter geht's. Keine Zeit da zum Chillen. Weiter geht's, hat sie gesagt. Easy, Bro. Es gibt jemanden auf TikTok, der so tut Caillou lip sinken. Und es ist so, Bro, wenn ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich habe actually Tränen gelacht. Okay, so this is called Rosie Bothers Caillou. And as you can see, boom! She's bothering him. Now, at first he didn't mind that much, because what's a 2-year-old gonna do, right? Like, she's just sitting there. But then, get this. Boom! Rosie, what the fuck? Now I'm knocking over your wall. Gonna cry about it, loser. What the hell is your problem? That's it, you're gone. Get out and give me my blocks back! Now! I'm being serious, get back here, I'm gonna kill you! Bro, es ist das Schreien für mich. Das Schreien ist so satisfying und es ist so, Bro, wieso schreit er so? Chill doch, Alter. Aber es ist einfach so übertrieben und es ist lustig. Ich habe den Tanz noch nie gemacht. Bro, what am I doing? Oh, das ist so hart, das ist ein Zürcher Rapper. By the way, was ist ein Meo? I don't know. Ich weiß nicht, was ein Meo ist. In mehreren von seinen Liedern sagt er einfach Meo. Sind Meos. Und ich bin so, was ist ein Meo? Glitzering. Bisseli.
Kikeri. Die Line ist einfach 10 von 10, Bro. Unironisch, es ist früh am Morgen, der Vogel macht Kikeri. Ich liebe so random Scheiß, Bro. Oh mein Gott. Ballerina Oh. cappuccina. Mi. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das reinlassen kann, Bro. Das kann ich nicht reinlassen. First time experiencing a British man. You say good morning. Good morning. Same. What else? What else? You say good evening, Governor. Good evening, Governor. Bro, same! Ich meine so ernst. Ich finde Accents mega interessant. Ich war mal mit einem Kollegen draussen und er hat sehr viele British Friends, aus welchem Grund auch immer. Ich habe gerade 20,5 Stunden lang Edits angeschaut. Und dann sagst du mir, Screen Recording failed. Ich muss nachher einfach durch meine History gehen, I guess. Oh mein Gott, das regt mich gerade so auf, gell? Auf jeden Fall. Ich war mit einem Kollegen draussen und er hat mehrere British Friends. Und die reden halt Englisch miteinander. Und dann bin ich halt natürlich den Accent am Studieren. Und dann irgendwann gegen den Abend habe ich angefangen British English zu reden. Like. Weil ich rede oft einfach so ein paar Wörter, zum Beispiel, do you know what I mean? Oder not really. Irgendwann ist dann auch ein Randy gekommen, den ich nicht gekannt habe. Und dann catche ich mich einfach British English schnurren mit einem fremden Dude. Und dann bin ich so, mach einfach, I guess, girl, mach. Oh. Ich ficke jede Frage, die mit wie läuft anfängt. Wie läuft Führerschein? Fick dich. Wie läuft Studium? Fick dich. Wie läuft Liebe? Fick dich. Ja, ne, Bruder. Vor den ganzen Leuten, frag vor den ganzen Leuten. Ist kein Problem. Nein, ich wollte sowieso weinen. Nein, weißt du was, heute? Ich wollte sowieso weinen. Heute, ich wollte hier Zu unseren allen Freunden kommen. Ich wollte weinen für euch. Ich wollte kommen, weinen. Literally me, wenn ich hätte so einen Groll gegen Fahrprüfung und Autos und ich will einfach die scheiß Karte haben und dann ist es fucking over und dann ciao, muss ich nie mehr an das denken. Okay, doch nachher gibt es ja noch Schleuderkurs. Oh mein Gott, leave me alone! Bro, real. Vor allem, wenn ich allein, ich kann meistens nicht die Heime lernen, aber wenn ich die Heime lerne, vor allem früher Mathe, wo ich noch Mathe hatte. Ich habe einfach vor mich hingesungen. Oder zwischen Bio. Ich habe den Shit vor mich hingesungen, Alter. Ey, mit Mitochondria ist Powerhouse of the Cell. Ey. Wieso ist mir nur das gerade in den Sinn gekommen, Bro? What the fuck, Alter. Ja, oder einfach Mathe. Mathe singen macht auch Spaß, weil das ist so... Scheiße, wieder rein. Es ist mir ein bisschen peinlich. Hihi. Death Note und Challengers parallel vergleichen ist auch insane work, Bro. Mein Lieblingsanime mit dem Lieblingsfilm. Der Bray ist actually einer meiner Lieblings-TikToker, weil er ist so auch random und lustig und ja. Kel Martin und wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Shoutout Kel!
Ich glaube, ich muss sowieso langsam aufhören filmen, weil das mit diesen 10 Milliarden TikToks, die ich angeschaut habe und nicht screen-recorded worden sind, tut mich maximal verunsichern gerade. Okay, noch einen. Ich glaube, das ist ein perfekter zum Aufhören, Bro. Vor allem, der ist auch gesaved. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Ich bin gerade actually mein Leben am Hinterfragen.